Aufräumen in Platten. Obwohl die Lage nach dem Bergsturz noch instabil ist, wird fleissig aufgeräumt. Der Zugang ist aber aus Sicherheitsgründen streng geregelt. In diese Sperrzone kommt man nur mit einer Sonderbewilligung. Da wird eine Notstrasse auf Weisseried und von dort auf Platten gebaut, damit man die Baumaschine fürs Aufräumen auf Platten transportieren kann. Diese Straße ist in erster Linie jetzt eine Baustraße, Bau- und Rettungsstraße wie der erste Teil, damit wir überhaupt hinter den Schuttkegel gelangen können, um mit schweren Mitteln arbeiten zu können dort. Gleichzeitig wird der Hang mit Baggern von Schutt befreit. Das, damit man später im Talboden ohne Gefahr arbeiten kann. Die Aktivität im Berg ist nach wie vor hoch. Wir reden immer noch von 700 bis 800 Kubik, die sich bewegen. Wir haben ständig Abbrüche und wir sind darunter einfach in einem Gefahrenperimeter von einem Evakuierungszeitfenster von wenigen Sekunden. Deshalb ist es für alle klar, dass man dort noch nicht arbeiten kann. Die Armee unterstützt die zivilen Kräfte, vorerst bis Ende Monat. Sie räumen die ganzen Trümmerteile weg, damit die den Abfluss vom See nicht behindern. Die Trümmer werden teilweise verbrannt. Wir haben die Bewilligung erhalten, dass wir alles, was brennbares, vor allem das Holz, dass wir das vor Ort verbrennen dürfen. Alles andere Material wird fachgerecht sortiert und dann muss es ausgeflogen werden.